Das Leben ist hart. Und genau deswegen menschlich. Denn oft wollen wir viel und sind enttäuscht, wenn es anders kommt. Wir lieben und trauern, wenn wir jemanden verlieren. Wir fürchten die Einsamkeit. Schultern zucken und weiterstapfen? Kiran Setia, Professor für Philosophie am MIT in Boston, meint, die Philosophie hat da doch mehr an Rezepten zu bieten. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, Herr Setia, Sie haben dieses Buch hier geschrieben, Das Leben ist hart. Und tatsächlich sind wir ja oft einsam, wir sind verzweifelt, wir denken, niemand mag uns, wir haben Angst zu versagen. Das sind alles schwere Momente und dennoch sind das nicht alles Luxusprobleme angesichts der Tatsache, dass so viele Menschen gegenwärtig in existenzieller Not leben? Einige dieser Probleme sind situationsbedingt. Dinge wie Trauer, Verlust oder Ungerechtigkeit erfahren wir wohl alle früher oder später selbst. Aber auch wenn wir nicht mit Unrecht konfrontiert sind, tragen wir dafür eine Verantwortung. Mit Blick auf die Welt um uns herum stehen wir vor der Frage, was wir anderen schulden und was von uns gefordert ist. Also diese Formen des Leidens sind wirklich menschlich insofern, dass wir sie auch alle teilen. Ja, man kann sich glücklich schätzen, wenn Themen wie Einsamkeit, Scheitern oder Trauer, die im Buch behandelt werden, einen nicht umtreiben. Ich fürchte, früher oder später wird man damit zu kämpfen haben. Viele denken ja, unsere Zeiten sind ganz speziell hart. Und auch Sie sagen, wir leben in den Ausläufern einer Pandemie, einer globalen Pandemie. Wir haben eine gravierende Klimakrise, wir haben brutale Kriege gegenwärtig, die sich auch zuspitzen. Aber ist es nicht so, dass jede Generation sagt, wir leben in den schlimmsten Zeiten, die wir je hatten? Sind wir nicht sogar eigentlich glücklich und es läuft gar nicht schlecht? Die historische Einordnung der heutigen Epoche ist kompliziert. In gewisser Hinsicht hat sich die Lebensqualität im 20. Jahrhundert nicht nur für die Wohlhabenden, sondern auf der ganzen Welt verbessert. Andererseits spielt auch die Klimakrise eine zentrale Rolle. Viele Verbesserungen der Lebensqualität der letzten 100 Jahre verdanken wir der Nutzung fossiler Brennstoffe. Die drohende Katastrophe stellt eine gefährliche Hypothek dar. Wir erliegen deshalb einer optimistischen Illusion, wenn wir glauben, es geht uns heute besser als vor 100 Jahren. Die Schulden für einige dieser Fortschritte sind noch nicht beglichen worden. Und deswegen sind unsere Zeiten speziell hart, oder würden Sie einfach sagen, sie sind eigentlich immer gleich hart? Es gibt einfach unterschiedliche Formen der Zuspitzung. Die moderne Medizin ist großartig. Bestimmte Aspekte des Lebens haben sich durchaus verbessert. Aber es gibt immer noch viele Krankheiten, die nicht behandelbar sind. Einsamkeit hat Formen angenommen, die seit den Anfängen der Pandemie tiefgreifend waren. Wir werden noch lange mit den Auswirkungen der Isolation zu tun haben. Und, wie Sie sagten, prägen die Klimakrise und die damit verbundene Ungerechtigkeit unsere Zeit. Ich würde nicht sagen, dass es heute schwieriger ist als früher. Es spielt eigentlich auch keine Rolle. Was zählt ist, dass wir in unserem eigenen Leben und in unserem Umfeld immer noch mit Leid konfrontiert sind und wir einen Weg finden müssen, damit umzugehen und trotzdem gut zu leben. Ihr Leben scheint ja von außen betrachtet erst einmal überhaupt nicht hart. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie sind in England aufgewachsen, Sie hatten eine glückliche Kindheit, Sie haben sich in die Philosophie verliebt, bekamen einen Studienplatz in Cambridge, einer sehr renommierten Universität, wechselten dann in die USA, sind heute, wie ich schon gesagt habe, Professor am MIT, also einer der renommiertesten Universitäten in den USA, in Boston stationiert. Sie sind verheiratet, ich nehme an, glücklich. Ihre Frau ist, glaube ich, mit Ihnen hier in die Schweiz gereist. Sie haben ein Kind, Sie besitzen ein Haus, also eigentlich perfekt. Und jetzt hört man sofort das Aber. Und dieses Buch beginnt mit einem Aber. Sie leiden nämlich unter chronischen Schmerzen. Ja, das Buch ist tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung heraus entstanden. Mit 27 Jahren setzten bei mir chronische Beckenschmerzen ein.
wie später diagnostiziert wurde. Es ist eine dieser Diagnosen, die im Grunde bedeutungslos sind. Die Ärzte sagten mir, dass sie den Schmerz an der Stelle lokalisiert hätten, die ich ihnen angegeben hatte, und dass er hartnäckig zu sein schien. Es ist eine Diagnose, die nur das Symptom benennt. Man kennt weder die Ursache, noch gibt es eine Behandlung. Das ist nun schon 20 Jahre her. Wie viele Menschen mit chronischen Krankheiten habe ich eine Zeit lang verzweifelt auf Heilung gehofft. Ausschlaggebend für das Buchprojekt war meine Erkenntnis, dass die Krankheit nicht verschwinden würde und ich mir Gedanken darüber machen musste, wie ich mit diesem andauernden Zustand ein einigermaßen gutes Leben führen könnte. Obwohl ich im Buch über mich und meine chronischen Schmerzen spreche, wollte ich den Fokus öffnen. Ich wollte über die Frage schreiben, was es bedeutet, ein ausreichend gutes Leben zu leben, auch wenn die Bedingungen einem ein gewisses Maß an Leid auferlegen. Meine eigene Erfahrung eröffnete mir den Zugang zum Thema. Und es ist ja interessant, über Schmerzen sprechen wir tatsächlich selten und ich glaube umso weniger, je weniger man den Schmerz sieht. Also wenn man das Bein im Gips hat, dann ist sofort klar, jemand hat etwas, man bietet einen Stuhl an, man fragt, wie es geht, aber ihren Schmerz sieht man ihnen nicht an. Macht das die Sache eher komplizierter oder einfacher, weil Sie denken, ich möchte auch gar nicht drüber sprechen? Nun, es macht die Sache in gewisser Weise schwieriger, vor allem bei einer Erkrankung wie chronischen Beckenschmerzen, nicht gerade die würdevollste Form von Schmerz. Viele Betroffene vermeiden es aus Scham, darüber zu sprechen, was es noch schwieriger macht. Unsichtbares Leid, und Leid ist meistens unsichtbar, wird durch die Einsamkeit oder die Distanz, die es schafft, noch schwerer. Nur schon darüber sprechen zu können, ist eine Form der Solidarität. There's a solidarity in just talking about them. And I think there's also a kind of a mystery to why. Schmerz ist umgeben von einer Art Geheimnis. Dass Schmerzen schlimm sind, scheint erst einmal offensichtlich. Philosophen sehen darin oft den einfachsten Fall von etwas Schlechtem im Leben. Dann aber zu verstehen, warum Schmerz schlimm ist, kann sehr erhellend sein. Es hilft, die Schwierigkeit körperlicher Schmerzen zu verstehen, wenn wir uns bewusst machen, dass unsere Beziehung zur Welt und der Menschen um uns herum ohne die Schmerzerfahrung in gewisser Weise durchlässig ist. Man wird sich seines Körpers oft gar nicht gewahr. Schmerz lenkt die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper. Es ist also nicht nur schlimm, sondern beeinträchtigt auch unsere Fähigkeit, bruchlos mit der Welt und den anderen Menschen zu interagieren. Ich finde einen gewissen Trost darin, dass ich langsam besser verstehe, warum Schmerz schlimm ist. Und das zieht sich auch durchs Buch durch. Darüber werden wir auch noch sprechen. Was ist eigentlich der philosophische Herangehensweise an solche Probleme? Wenn wir noch kurz beim Schmerz bleiben. Sie sagen, am besten ist es, chronische Schmerzen zu behandeln wie einen ungeliebten Gast. Einfach hoffen, dass er wieder geht. Es liegt ein Kern von Wahrheit in der englischen Redewendung. Darüber nachzudenken macht alles nur noch schlimmer. Das Leben wird schwieriger, wenn die ganze Aufmerksamkeit darauf ausgerichtet ist. Dazu kommt die zeitliche Dimension. Eine der Herausforderungen bei chronischen oder anhaltenden Schmerzen ist die Angst vor der Zukunft. Zu fürchten, dass sie nicht verschwinden oder vielleicht sogar noch schlimmer werden. Auch eine andere Volksweisheit hat philosophische Tiefe. Man kann trotz Schmerzen einen ziemlich guten Tag haben. Tatsächlich muss man es Tag für Tag nehmen. Wenn wir Schmerzen oder andere Schwierigkeiten nur auf den jeweiligen Moment eingrenzen könnten und nicht zuließen, dass sie einen Schatten auf die Vergangenheit oder die Zukunft werfen, wären sie erträglicher. Die Aufmerksamkeit umzulenken ist ein sehr wirksames Mittel, um mit Zuständen wie unsichtbarem chronischen Schmerz fertig zu werden, wenn keine Heilung in Sicht ist. Was wir ja auch versuchen, ist einander zu trösten. Wir versuchen einander zuzuhören und zu trösten. Wenn jemand erfährt, dass sie chronische Schmerzen haben, dann versuchen wir zu trösten. Und viele Trostrezepte, sagen sie, sind einfach nutzlos, sogar schädlich. Ein solches Trostrezept ist, alles wird gut. Davon halten Sie gar nichts. Das stimmt. Ich kenne diese Erfahrung von beiden Seiten. Sobald jemand etwas Schwieriges mitteilt, schalten wir instinktiv in den Zuversichts- und Ratgebermodus und sagen Dinge wie, es wird schon wieder, du musst nur.
Wir wimmeln damit die andere Person ab und verweigern ihr die Anerkennung für ihr Leid. Dabei bräuchten wir nichts mehr als Anteilnahme, dass jemand zuhört und merkt, was wirklich Sache ist. Das an sich ist schon tröstlich. Es ist eine Form menschlicher Verbundenheit, die uns hilft, uns in unserem Leid weniger allein zu fühlen. Das ist auch der erste Schritt, um ins Handeln zu kommen. Man kann auf Schwierigkeiten im Leben, Schmerz oder Einsamkeit nur dann stimmig reagieren, wenn man sich darauf besinnt, worin sie bestehen und sich mit ihnen auseinandersetzt. Die Philosophie kann sich hier ganz ähnlich einbringen wie die Kunst und die Literatur, die sich in Lebensbeschreibungen oder anderen Formen der kreativen Auseinandersetzung mit dem Leben die Aufgabe stellen, die Schwierigkeiten genau zu beschreiben. Nur mit dieser Beschreibung können wir die Dinge einordnen und benennen, wie wir uns fühlen und was wir vielleicht dagegen tun können. Und verstehe ich Sie richtig, trösten würde dann heißen, mitzugehen in der ganz genauen Beschreibung dessen, was ist? Genau. Wenn man den Erfahrungen anderer Menschen Aufmerksamkeit schenkt und versucht, sie gemeinsam mit ihnen zu beschreiben und ihnen zuzuhören, dient dies nicht nur dazu, praktische Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist auch eine Form von Solidarität. Unser eigenes Leid muss nicht unbedingt zu gelebter Solidarität mit anderen Menschen führen, aber es kann. Man kann auch verhärten, oder? Ja, und deshalb haben wir auch eine Wahl, wenn wir leiden. Oft tendiert man dazu, dem Rest der Welt gegenüber missgünstig zu sein. Ich habe es so schwer, du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Ich erinnere mich an den Moment, als ich die Klinik verließ und mir klar wurde, dass es für meine chronischen Schmerzen keine Behandlung gab. Ich sah die Leute vorbeigehen und war erfüllt von Wut darüber, dass ihnen nicht einmal bewusst war, wie viel Glück sie hatten, keine Schmerzen zu haben. Dann merkte ich, dass ich absolut keine Ahnung hatte, was in diesen Menschen vorging. Vielleicht trauerten sie oder litten unter einer Ungerechtigkeit, einem Scheitern oder irgendetwas Schlimmerem als dem, was ich gerade durchmachte. Solche Momente gilt es zu nutzen. Unser eigenes Leiden muss nicht, aber kann uns mitfühlend machen. Und das gefällt mir auch so an Ihrem Buch, diese Menschlichkeit eben, dieses Gefühl von alle haben ihre Last zu tragen. Es ist genau, wie Sie beschreiben, oder? Wir sind irgendwie in der Straße, der Straßenbahn, in einem Kaufhaus. Die Menschen sehen glücklich aus, manchmal auch ein bisschen bitter oder gestresst, aber man sieht ihnen nicht an. Wer hat gerade einen Menschen verloren? Wer hat Schmerzen? Wer hat seine Stelle verloren? Wer fühlt sich alleine? Wer hat den Eindruck, ich habe keine Freunde? Und alle diese Dinge belasten uns ja. Und wenn wir darüber sprechen, was die Philosophie eigentlich tun kann, weil Ihr Buch heißt ja, das Leben ist hart, wie Philosophie uns helfen kann, unseren Weg zu finden, dann scheint mir Ihre Hauptaufmerksamkeit tatsächlich in der Aufmerksamkeit selbst zu liegen. Also genau zu sein, Begriffe zu finden, darüber zu sprechen, genau zu beschreiben. Und gehe ich richtig in der Annahme, dass Ihnen da Iris Murdoch, die bekannte Philosophin des 20. Jahrhunderts, ein Vorbild ist? Ja, sie ist wirklich der größte philosophische Einfluss auf das Buch. Durch sie hat sich in den letzten 10 Jahren auch meine eigene Arbeit verschoben von einem eher argumentativen Modell der Philosophie zu einem Modell, in dem Argumente und Begründungen in die Beschreibungen einfließen, die uns helfen zu verstehen, was wir durchmachen. Unser Leiden verstärkt sich durch unsere Einsamkeit und unser Abgetrenntsein von anderen, aber auch dadurch, dass wir nicht verstehen, was in unserem Leben vor sich geht. Es liegt ein gewisser Trost darin, auszusprechen, was an einer Situation, die man gerade erlebt, schlimm ist. Ich glaube, es gibt einen menschlichen Drang zum Verstehen und zum Verständlichmachen, der durch das Leiden oft behindert wird. Aufmerksamkeit im Murdoch'schen Sinn hilft, das Erlebte zu verstehen und kann ein Ansatz sein für Trost. Ich stimme ihr zu, wenn sie sagt, dass wir unsere Umstände dann verstehen, wenn wir versuchen, sie möglichst genau zu beschreiben. So überrascht es nicht, dass die Übergänge von der Romanautorin, Biografin und Poetin zur Philosophin bei ihr fließend verliefen. Sees a continuity between the skills of the novelist or the memoir writer or the poet in describing a difficulty and philosophy.
Sie haben ja auch einen eigenen Podcast, der heißt 5 Questions. Er ruht gerade wieder, aber Sie denken darüber nach, neue Episoden zu machen. Wunderbare Gespräche, die Sie führen mit Philosophinnen und Philosophen. Und der beginnt ja immer mit einem Zitat von Iris Murdoch. Und da merkt man schon, wie Sie es gerade beschrieben haben, Ihren eigenen Weg im Philosophieren, wie sehr Ihnen mittlerweile das Nachdenken in der Philosophie über Literatur lieb geworden ist. Also eben dieses ganz genaue Beschreiben dessen, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein und auch dessen, was es heißt, in diesem Leben, was einfach manchmal hart ist, zurechtzukommen oder auch nicht zurechtzukommen. Im Podcast zeigt sich ein weiterer Aspekt von Murdochs Arbeit, nämlich, dass das Leben der Philosophinnen und Philosophen oft enger mit ihrer Philosophie verwoben ist, als man meinen könnte. Ich gehe in meiner philosophischen Arbeit sehr offen mit meinem persönlichen Leben um. Von den Podcasts weiß ich, dass sich auch bei den Philosophen, die das nicht tun, ihre Arbeit in der Metaphysik oder der Erkenntnistheorie oft auf eigene Lebensumstände zurückführen lässt. Ein religiöses Erwachen, ein Trauma in ihrer Jugend oder ein Konflikt mit den Eltern oder ein Gefühl der Unsicherheit über die eigene Identität. Oft werden diese Dinge in den philosophischen Texten unterdrückt, aber die Zusammenhänge sind da, auch wenn sie verborgen sind. Wer sein Leben der Philosophie widmet, hat eine Geschichte. Es gibt einen Grund dafür, dass jemand seine gesamte Karriere damit verbringt, sich mit manchmal recht abstrakten, abseitigen Fragen zu beschäftigen. Das kommt von tief im Inneren. Man könnte auch sagen, wir suchen uns die Probleme nicht in der Philosophie, sondern die Fragen kommen auf uns zu. Sie stellen sich uns im Leben, ob wir wollen oder nicht. Jetzt, wenn Sie darüber sprechen, dass wir versuchen, das Leben zu verstehen, das Leiden zu verstehen, dann kann man ja auch zu weit gehen in diesem Verstehen, indem wir sagen, alles hat seinen Sinn. Pass auf, Kieran, deine Schmerzen werden schon ihr Gutes haben. Auch das ein Trostmanöver, vor dem Sie warnen. Das stimmt. Das ist ein Aspekt des Zuversichts- und Ratgebermodus. Nebst dem ungefragten Rat spendet man die Zuversicht, dass alles aus Gründen geschieht und sich zum Besten wenden wird. Zu einer ehrlichen und realistischen Betrachtung der Schwierigkeiten in unserem Leben gehört auch, dass nicht alles gut kommt und es vielleicht keinen Grund für unser Leiden gibt. Zuversicht ist manchmal eine Form von Verleugnung. Sie geht zurück auf die zutiefst philosophische Idee der Theodizee, den Versuch, die Wege Gottes vor den Menschen zu rechtfertigen. In einem theistischen Rahmen lautet die Frage, wie die Existenz eines allmächtigen, wohlwollenden Gottes mit dem Leiden vereinbar ist. Aber auch nicht-religiöse Philosophen wollten diese Welt als die beste aller möglichen Welten darstellen, in der letztlich alles gut ist. Ich denke, dem ist nicht so. Das anzuerkennen ist Teil des Erfahrungsschatzes, den wir miteinander teilen müssen. Ich halte es für eine gefährliche Vorstellung, dass es ein großes, verständliches Ganzes gibt, in dem nichts wirklich Schlimmes passiert. Dass man Verluste einstecken muss, gehört zu unseren Erfahrungen. Vor welchem Leiden, vor welchem Schmerz fürchten Sie sich denn am allermeisten? Well, I think personally, I'm very afraid of death, my own death and the death of my wife. Ich persönlich habe große Angst vor dem Tod, meinem eigenen Tod und dem Tod meiner Frau oder meines Kindes, also von Menschen, die ich wirklich liebe. Und dann ist da noch die Klimakrise, die viel Ungerechtigkeit mit sich bringt. Die in erster Linie vom wohlhabenden Westen verursachte Krise wird in Asien und Afrika die schlimmsten Folgen haben. Das ist an sich schon ungerecht. Viele andere Missstände werden dadurch sogar noch verschärft. Die Klimakrise wird Flüchtlingskrisen auslösen. Wie wir damit umgehen, wird unsere Vorstellung von Gerechtigkeit auf eine große Probe stellen. Diese Entwicklung macht mir wirklich Angst. Desire for justice, urge towards justice is going to be challenged, so it will compound, and that terrifies me really. Sie sprechen zwei Dinge jetzt an. Wir werden noch sprechen über die Klimakrise und das Unrecht und wie wir darauf reagieren. Sprechen wir zuerst über den Tod. Ihren eigenen Tod haben Sie genannt, aber natürlich auch das Sterben und Leiden von anderen Menschen, das uns sehr, sehr nahe geht. Und es gibt ein Buch, das Sie auch erwähnen, das ich wirklich auch eines für die großen Bücher halte, wenn es um Trauer geht. John Didion, Das Jahr des magischen Denkens, wahrscheinlich eines der großen Zeugnisse, wenn es um Trauer geht. Und John Didion
sagt in einem Gespräch, sie hätte sich immer vorgestellt, Trauer, das sei sowas wie ein viktorianisches Kleid überzuziehen. Das würde bedeuten, zur Ehre der Toten zieht man sich dieses Kleid an und dann stapft man quasi durch die Welt. Und sie hätte festgestellt, so ist es überhaupt nicht. Trauern, wenn jemand gestorben ist, das ist ein Ort, an dem man ganz alleine ist. Ein Ort, an dem man noch nie zuvor war. Ist das etwas, was Sie auch so empfinden oder was Sie sich so vorstellen? Was Trauer angeht, befinde ich mich in einer vertrackten Situation. Niemand, der mir wirklich nahe steht, ist gestorben, aber meine Mutter hat Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium. Meine Trauer ist kompliziert. Meine Mutter lebt zwar noch, nimmt aber nicht wirklich am Leben teil. Ich kann sie ansprechen, aber sie reagiert nicht darauf. Sie kennt sie auch nicht mehr? Wahrscheinlich nicht. Es ist sehr schwer zu wissen. Sie spricht ja nicht. Das sind schmerzhafte Interaktionen. Tatsächlich geht Trauer einher mit einer Art Einsamkeit. Im großartigen Buch von Joan Didion bin ich da hängen geblieben, als sie nicht, wie erwartet, stoisch auf den Verlust reagierte und damit klarkam, sondern überrascht feststellte, wie verheerend es war. Als ich das zum ersten Mal las, dachte ich, naja, ich habe immer erwartet, dass es absolut verheerend sein würde. Ich habe schreckliche Angst davor. Ironischerweise weist die Trauerforschung darauf hin, dass Menschen, die erwarten, dass es verheerend ist, es auch eher als verheerend empfinden. Das lässt für mich nichts Gutes hoffen. In der Tat hat das Ende einer liebenden Beziehung etwas zutiefst Erschütterndes, ob es durch den Tod oder durch eine Trennung erfolgt. Auch bei einer Trennung erleben viele Menschen Formen der Trauer und einen langsamen und schmerzhaften Heilungsprozess. Joan Didion hat auch in einem langen Gespräch unglaublich interessante Sachen gesagt. Ich muss sagen, dieses Gespräch ist in schlechter Qualität. Ich möchte trotzdem mit Ihnen einen Ausschnitt anschauen, weil sie nämlich in diesem Gespräch sagt, dass sie im Leiden nie einen Sinn gesehen hat, aber dass sie es beruhigend fände, einzusehen, dass sie keine Kontrolle habe über Leben und Tod. Und ich möchte das ganz kurz mit Ihnen anschauen. I mean, for the first reaction is not to believe that it happened. There comes a point where you accept that it happened and you continue, and you either do or don't continue living. But no, I didn't find the meaning of life. I found I got a little more relaxed and a little less rigid than I had been, because what I realized is that I had no control over other people or life and death itself. So that's a relaxing thought. Entspannt Sie das auch, dass man das alles nicht kontrollieren kann? Ich verstehe, worauf sie sich stützt. Diese Art des Denkens findet ihren extremsten Ausdruck in der stoischen Philosophie, die auf eine lange Tradition zurückblickt und zumindest in der englischsprachigen Welt eine Renaissance erlebt. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Eine Schlüsselidee im Stoizismus in seiner heutigen Ausprägung besagt, dass wir das, was außerhalb unserer Kontrolle liegt, loslassen und aufhören sollten, uns darüber Gedanken zu machen. Das geht mir zu weit. Wenn wir uns in Situationen, die wir nicht kontrollieren können, jedes Gefühl verweigern, verleugnen wir die Realität. Da bin ich näher bei Murdoch. Aufmerksam zu sein für die Realität bedeutet, dass das Leiden über den Verlust eines geliebten Menschen zur Liebe gehört und wir dies nicht bedauern, sondern das Leiden akzeptieren sollten. Vergeblich gegen etwas anzukämpfen mag von einem praktischen Standpunkt aus gesehen falsch sein. Die intensiven Gefühle, die daraus entstehen, sind es nicht. Denken wir an Epiktet, einen der ursprünglichen Stoiker. Ein römischer Philosoph, ein ehemaliger Sklave, das ist ja noch besonders interessant an seiner Figur. Genau. Eine seiner Fallstudien, warum man akzeptieren soll, was man nicht ändern kann, stützte sich auf seine eigene Versklavung. Das kann man schwerlich ohne Ambivalenz lesen. In contemporary times, or even reading it then, I imagine, it's hard not to be ambivalent about that. Henry James. Der Schriftsteller Henry James hat eine Übersetzung von Epiktet rezensiert und sich vorgestellt, diesen Rat den in den USA versklavten Afrikanern zu geben.
Er fand es unerträglich, ihnen zu sagen, nun, so ist es nun mal, akzeptiert es. Er hat damit recht. Gegen bestimmte Formen der Ungerechtigkeit oder gegen Trauer und Verlust aufzubegehren, ist manchmal das einzig Richtige, auch wenn sich dadurch nichts ändert. Wir reagieren damit auf die Realität. Darin steckt viel Philosophie. Leiden ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass das Leben schlecht läuft, sondern dafür, dass man gut lebt und angemessen reagiert. Ich meine, eine Frage ist natürlich immer in Auseinandersetzung mit der stoischen Philosophie, dass man schnell in dieses Gefühl reinkommt, Dinge sind doch ungerecht, da muss man sich doch wehren. Das würden die Stoiker ja gar nicht bestreiten. Die würden ja durchaus sagen, das war ja auch so bei Marc Aurel oder bei Seneca, die haben sich ja massiv eingesetzt, auch gegen Unrecht zum Beispiel. Sie würden aber sich natürlich distanzieren von ihrem eigenen Traurigsein. Sie würden sagen, das ist ja bei Epiktet auch der Fall, wenn du ein Kind hast, dann bedenke immer, dieses Kind kann morgen tot sein. Und sie sagen, und das überzeugt mich sehr, das hindert uns daran, wirklich zu lieben. Denn die Liebe, die wahre Liebe, ist eigentlich ein Stück weit immer gekoppelt daran, dass wir unter Umständen auch wahnsinnig traurig sein werden. Und wer immer schon denkt, ich möchte mich nicht zu sehr binden, damit ich dann nicht traurig bin, wenn jemand stirbt, der kann ja gar nicht lieben. So ist es. Es gehört zur Liebe, die Realität eines anderen Menschen wahrzunehmen und zu schätzen. Auch das ist ein Gedanke von Iris Murdoch. Liebe ist eine Form von Aufmerksamkeit für den anderen. Diese Realität umfasst auch das tiefe Empfinden des mit dem Tod der geliebten Person verbundenen Schmerzes. Es gehört zu einem guten Leben angesichts einer garstigen Realität, wie Joan Didion bemerkte. Das aufzugeben bedeutete, sich der Liebe zu verweigern. Man sollte sich von dieser Art von emotionaler Betäubung hüten, auch wenn es schwierig ist, gegen etwas anzukämpfen, das man nicht kontrollieren kann. Es liegt darin eine gewisse Weisheit. Aber man kann es auch zu weit treiben. There are practical risks in struggling too hard against what you can't control. There's a certain kind of wisdom there, but I think it's possible to take it too far. Als ich Ihr Buch las, fiel mir etwas auf oder etwas kam mir in den Sinn, nämlich die Tatsache, dass wir doch eigentlich im Leben meistens über die bunten Farben sprechen und nachdenken. So viele Farben hat das Leben, so viele unterschiedliche Töne, es hört eigentlich gar nicht mehr auf. Und Sie sagen, lasst uns doch mal die Grautöne genau angucken. Und das ist ja interessant, dass ich mir plötzlich überlegt habe, es ist wahr, beim Grau gucke ich nie hin. Aber es ist in solch einer großen Farbpalette ja nicht nur ein grauer Stift, sondern es gibt ganze Schattierungen, 50 Shades of Grey, ganze Schattierungen von Grau. Und eigentlich geht es in Ihrem Buch genau darum, oder? Dass wir auch die unterschiedlichen Grautöne in unserem Leben erkennen, beschreiben, teilen, aber vielleicht auch wertschätzen. Well, I like that connection. I mean, I'm wearing several shades of grey right now. I think grey. Mir gefällt die Assoziation. Ich trage mehrere Grautöne. Grau ist vielleicht meine Lieblingsfarbe. Ihre Idee klingt bei mir an. Bei meinem Buch mit dem Titel »Das Leben ist hart« könnte man denken, ich suche das Leid, um darin zu baden, und es wäre von Verdrossenheit geprägt. Ich sehe das nicht so. Ich denke nicht über die Schwierigkeiten im Leben und über das Grau nach, um deprimiert zu sein, sondern um Solidarität und Anerkennung für die eigenen Schwierigkeiten und die Schwierigkeiten im Leben anderer Menschen zu fördern und so einen Weg zu finden, gut zu leben. Solidarity and acknowledgement of one's own difficulty and others. The difficulties in other people's lives, and then to be able, in light of that, to. Mein Buch ist vielleicht nicht optimistisch, aber es ist hoffnungsvoll. Verzweiflung ist eine fehlgeleitete Reaktion auf das Grau. Vielleicht sollte man sich einen bestimmten Grauton aussuchen, der einen am meisten anspricht, und sein Leben darauf ausrichten. The question is, if you're looking at the grey, which shade of grey should I go for? What's the shade of grey that is most attractive to me, and how can I find a way to turn my life towards that? Und auch zu erkennen, wir alle sind eben nicht nur aus Knallfarben gemacht, sondern auch aus diesen Grauschattierungen. Ansonsten hätten wir ja eine Lücke in uns drin, weil es ist die ganze Palette, die uns ausmacht. Wenn es die ganze Palette ist, die uns ausmacht, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass Sie durchaus auch diese Farbtöne hier mögen. Sie machen nämlich auch Comedy. Sie sind ein Stand-up-Philosopher.
Wie kam es dazu und hilft Ihnen das auch im Umgang mit traurigen Momenten, dass Sie es auch sehr lustig mögen? Auf jeden Fall. Ich sehe Comedy nicht nur als Ablenkung von den Härten des Lebens. Das kann es auch sein. Und es ist deswegen nicht weniger wertvoll. Was mich an Comedy aber am meisten fasziniert, ist ein Aspekt, der sich mir nicht ganz erschließt. Wir sind in der Lage, selbst über die schwierigsten Dinge Witze zu machen, ohne jede Verleugnung, Distanzierung und ohne jeden Zynismus. Darin steckt eine Form der Anerkennung. Humor kann aus etwas Schrecklichem eine geteilte Freude machen. Das ist sehr rätselhaft. And forge a kind of shared joy out of it. And I think that's very mysterious. We talked earlier about, Wir haben vorhin verneint, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht. Das Problem der Not ist intellektuell nicht lösbar. Schwierigkeiten im Leben schön zu färben beinhaltet immer ein gewisses Maß an Leugnung. Davor sollten wir uns intellektuell hüten. Comedy kann das auf unerklärliche Art überwinden. Sie lässt uns über schreckliche Dinge lachen, ohne etwas auszublenden. Das ist etwas sehr Schönes. Es geht also nicht um Ablenkung. Humor ist ein Weg, sich den Schwierigkeiten wirklich zu stellen. Wie sind Sie denn so privat? Sind Sie ein lustiger Mensch? Sind Sie derjenige, der am Tisch die ganze Runde unterhält? Das müssten andere sagen. Ich mache gerne Witze und versuche selbst über schwierige Dinge humorvoll und mit Leichtigkeit zu schreiben. Im Kapitel über Trauer zitiere ich die Stand-up-Comedienne Tig Notaro, die ein paar Wochen nach dem Tod ihrer Mutter dies und ihre eigene Brustkrebsdiagnose auf der Bühne verarbeitete. Das ist unglaublich lustig. Sie trifft den richtigen Ton. Das Publikum verleugnet oder verharmlost ihre Schwierigkeiten nicht, sondern würdigt sie, während es gleichzeitig darüber lacht. Dafür liebe ich Stand-up-Comedy und Comedy ganz allgemein. Es ist auch eine Form des Schreibens. Ich bin ja ein Amateur und nur ein paar Mal auf der Bühne gestanden. Stand-up-Comedians sagen oft, dass sie im wirklichen Leben nicht wirklich lustig sind. Sie sind Autoren, verfassen den Text und treten dann damit auf. Stand-up-Comedy fühlt sich an wie eine spontane Plauderei, was die Illusion nährt, sie seien die ganze Zeit so. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Jetzt, wenn wir zu diesen verschiedenen Farben und vielleicht auch wieder zu den Grautönen zurückkehren, dann sagen Sie in Ihrem Buch auch, einer der großen Fehler, den wir eigentlich machen können, ist, nach Glück zu streben. Wir denken, nur wer glücklich ist, hat ein gutes Leben. Aber letztlich habe das glückliche Leben und das gute Leben gar nicht zwingend etwas miteinander zu tun. Das müssen Sie, glaube ich, erklären. Philosophen verwenden gerne verrückte Gedankenexperimente, um Differenzierungen herauszuarbeiten. Hier gilt es, zwischen dem Glück als Geisteszustand und einem ausreichend guten Leben zu unterscheiden. Man stelle sich also jemanden vor, der an eine virtuelle Realitätssimulation angeschlossen ist. Er ist allein und weiß nicht, dass es eine Fälschung ist und wird mit einem Bewusstseinsstrom gefüttert, der ein ideales Leben simuliert. Das Gehirn im Tank-Experiment. Genau. Er fühlt sich glücklich, auch wenn er wenig oder nichts davon tut, was ihm suggeriert wird. Er interagiert mit nichts und niemandem außer der Maschine. Die meisten von uns würden das den Menschen, die wir lieben, zu Recht nicht wünschen. Wir hoffen nicht, dass unsere Kinder in virtuelle Realitäten eintauchen, in denen sie nie wieder mit anderen Menschen interagieren. Das Experiment zeigt, dass das Glücksgefühl als Geisteszustand von einem guten Leben unterschieden werden kann. Ein gutes Leben hat mit Leben zu tun. Es beinhaltet eine Auseinandersetzung mit der Realität, unabhängig davon, wie man sich fühlt. Man kann gut leben und sich manchmal zutiefst unglücklich fühlen. Jemand, der trauert, lebt nicht schlecht. Er lebt so gut, wie es ihm unter den gegebenen Umständen möglich ist, auch wenn er leidet. Das steht nicht im Widerspruch. Es ist nicht so, dass Glücklichsein keine Rolle spielt. Aber es gibt Formen des Glücks, die leer sind. Aber Sie haben im Guardian mal geschrieben, wir sollten aufhören, überhaupt nach Glück zu streben. Und dieses Streben nach Glück, the pursuit of happiness, steht ja sogar in der Unabhängigkeitserklärung der USA, dass man ein Recht darauf habe, sein eigenes Glück zu verfolgen. Denken Sie nicht, dass die Menschen, die sagen, ich verfolge mein Glück, nicht nur dieses Happiness meinen
wie einfach so mentale Zustände, in denen wir keine Schmerzen haben und einfach so glücklich vor uns hinflottieren, sondern schon sowas wie der tiefere Sinn im Leben, ein gutes Leben zu führen. Also es ist ja auch letztlich eine Frage der Begrifflichkeit. Sie haben recht, dass man die Begriffe unterschiedlich verstehen kann. Das geht zurück auf Aristoteles, der den Begriff Eudaimonie verwendet, der manchmal mit Glück übersetzt wird. Das ist an sich keine schlechte Übersetzung, solange man damit nicht einfach einen Geisteszustand oder ein Gefühl meint. Beim Begriff der Eudaimonie, dem guten Leben, das uns wichtig ist, geht es nicht nur um Gefühle, sondern um die Auseinandersetzung mit der Realität. Und zu dieser Auseinandersetzung gehört die Hoffnung, dass daraus im besten Fall ein gewisses Maß an Zufriedenheit, Sinn oder eine bedeutsame Verbindung zu anderen Menschen entsteht. Glück als Gefühl ist also nicht irrelevant, aber ein willkommenes Nebenprodukt dessen, was wirklich zählt, nämlich gut zu leben und ein gutes Leben zu führen. Und ich glaube, ich bin absolut Ihrer Ansicht und möchte Sie trotzdem noch mal bitten, erklären Sie es noch mal kurz. Warum könnte ich nicht sagen, ich möchte ein gutes Leben führen, ich sorge dafür, dass Grau nicht vorkommt und kümmere mich um alle anderen Farben? Warum ist das die falsche Herangehensweise? Vielleicht könnte man unter bestimmten Umständen damit durchkommen. Ich halte es gerade heute für keinen gangbaren Weg, weil man damit die Realität leugnen müsste. Es würde bedeuten, die Klimakrise oder Krieg und Unrecht auszublenden. Ich würde mich nicht um andere Menschen kümmern, die nicht wie ich das Glück haben, selbst keinen Schmerz, keine Einsamkeit oder Trauer zu erleben. Der Preis dafür ist ein Unvermögen, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Of that is just a kind of failure to engage with reality. And when you start thinking of living well. Beim Nachdenken über ein gutes Leben steht ganz am Anfang der Antrieb, sich in der Welt zu engagieren, etwas mit anderen und für andere Menschen tun zu wollen. Alles andere wäre einfach egoistisch. Ultimately there's just a kind of selfishness to living that way. Würden Sie denn auch sagen, es gibt Menschen, die ihr Leben verpassen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ich habe aber keine Lust, mich mit der Realität zu befassen. Und wieso sollte ich, was nützt es der Welt da draußen, wenn ich jetzt auch noch in Tränen ausbreche, wenn ich jetzt auch noch jammere und sage, wie schrecklich dieses Leiden. Lass uns doch wenigstens gucken, dass mein Leben gut ist. Es ist kompliziert. Gegen bestimmte Ungerechtigkeiten können wir nicht viel tun. Sich in ihnen zu suhlen, bringt wenig. Andererseits besteht das große Risiko, gefühllos und hartherzig zu werden. Man kann sich sehr leicht aus der Verantwortung stehlen und Ausflüchte finden, weil man sich machtlos wähnt angesichts der Ungerechtigkeit in der Welt. That one cannot do anything. And often I think when we say things about, say, injustice in the world at large, I can't do anything about it, I'm powerless. Unsere Macht ist tatsächlich begrenzt und die Lösung entzieht sich uns als Einzelne. Aber bei einem Problem wie der Klimakrise gibt es Abstufungen. Wir haben fast alle eine gewisse Macht und können Druck ausüben. Wir alle gehören einer Gemeinschaft an, in der wir etwas verändern können. Es wäre also sinnlos, einfach in Trauer über die Klimakrise zu versinken. Wenn wir uns aber darauf einlassen und überlegen, was es mit unserem Leben zu tun hat und wo wir eine Rolle spielen können, kommen wir vom Schmerz ins Handeln. Das ist meiner Meinung nach sehr fruchtbar. I think we can turn that kind of pain into agency in our lives, and that I think is fruitful. Aber interessant ist daran ja, dass eigentlich eine moralische Dimension dann reinkommt. Dass Sie sagen, naja, wer sich überhaupt nicht interessiert, lässt sich nicht berühren vom Unrecht, vom Unglück von anderen Menschen. Und das sollten wir tun. Aber man könnte sich ja auch eine Person vorstellen, die sagen, ja, aber mit der Moral habe ich es nicht so. Und die Frage ist ja, kann man auch ein glückliches Leben führen, ohne sich um moralische Belange zu kümmern? Und da wären Sie wahrscheinlich zurückhaltend, oder? Yes, so I think this is somewhat encouraged by the interpretation of happiness as a state of mind, because I think dies gründet auf der Betrachtung von Glück als ein Geisteszustand. Man kann glücklich sein und das Leiden anderer Menschen ausblenden. Wenn man aber ein gutes Leben anstrebt und versucht, allen Wertansprüchen und Anforderungen der Welt gerecht zu werden, geht das nicht ohne eine moralische Dimension in seinem Leben.
Wenn sich dem jemand verweigert und findet, es ist ihr egal, erreicht man sie mit Argumenten wohl nicht. Kein magisches philosophisches Argument wird eine grundsätzlich egoistische Person erreichen und davon überzeugen, dass sie im Unrecht ist. Argumente haben ihre Grenzen. Man wird Verschwörungstheoretiker nicht davon überzeugen, dass die Verschwörung nicht real ist. Sie verstehen sich darauf, jede Prämisse abzustreiten, die ihre Argumentation untergraben könnte. Mit Argumenten kommt man da nicht weiter. Ich denke, wir lassen uns eher durch die Idee der Aufmerksamkeit bewegen. Um einer gleichgültigen Person das Leiden anderer nahezubringen, würde ich nicht Argumente verwenden, sondern ihre Aufmerksamkeit auf Bilder oder Texte lenken, in der Hoffnung, dass sie emotional darauf ansprechen. Man holt die Leute nicht über Argumente ab. Wenn man aber ein gutes Leben anstrebt und nicht einfach glücklich sein will, sieht man, dass sich eine klare Linie ziehen lässt zwischen meinem eigenen Leben und der Sorge um andere. Wir hatten kürzlich den Philosophen Slavoj Žižek bei uns und der geht noch einen Schritt weiter oder hat ein anderes Argument, warum Glück jetzt nicht das Ziel sein sollte. Er sagte, Glück sei etwas für Idioten und wir hören sein Argument ganz kurz. Glück is bad. Glück is for idiots. I believe in Kreativität. I believe in creative dissatisfaction. For me, Glück is this silent stupidity. Glück is for me a formula of a compromise, and I would be very afraid to be glücklich. Žižek hat einen Hang zum Dramatischen und ich denke, er übertreibt etwas. Und doch hat er recht. Um den Gegensatz zwischen einem guten Leben und dem Glücklichsein zu verdeutlichen, könnte man auf das künstlerische Schaffen verweisen. Als die Choreografin und Tänzerin Martha Graham einmal gefragt wurde, wie befriedigend sie das Tanzen fand, sagte sie, es gibt keine Befriedigung. Uns treibt eine seltsame göttliche Unzufriedenheit. Das muss nicht für sämtliches künstlerische Schaffen gelten. Ich denke, einige Künstlerinnen und Künstler empfinden durch den kreativen Prozess positive Gefühle und Freude, aber viele tun das nicht. Die kreative Erfahrung kann spannungsgeladen und qualvoll sein. Vielleicht fühlt sich diese Person nicht glücklich. Man könnte aber kaum behaupten, dass sie nicht gut lebt. Das muss aber nicht immer so sein. Es gibt verdiente Formen unverfälschten Glücks. Aber um bei Žižek zu bleiben, wenn die einfachsten Wege zum Glück darin bestehen, sich von Schwierigkeiten abzuwenden, sollte man sich davor hüten. Then we should be wary of it. Simone Weil, who französische Philosophin, ja. Yes, and she is someone. Simone Weil hat sich sehr radikal mit der Ungerechtigkeit in der Welt um sie herum auseinandergesetzt. Sie sagt, die Gedanken fliehen vor dem Leid, so wie ein Tier vor dem Schmerz flieht. Es ist schwierig, dem Unbill im Leben Aufmerksamkeit zu schenken. Es liegt den Menschen nicht. In meinem Buch »Das Leben ist hart« rufe ich dazu auf, uns zu zwingen, uns nicht abzuwenden und sich Schwierigkeiten zu Herzen zu nehmen. Dazu gehört eine gewisse Bereitschaft, unglücklich zu sein und vom reinen Streben nach Glück abzusehen. And that does involve a certain willingness to be unhappy, a kind of letting go of the kind of anxiety for happiness. Ich glaube, wir haben verschiedene Argumente gehört, aber es sind eigentlich zwei Hauptgründe, warum wir uns mit dem Leiden, mit den Grautönen auseinandersetzen sollten. Das eine ist, es gehört zum Leben dazu. Leben hat was zu tun mit Realität. Also auch lasst uns Teil sein dieser Welt und des Menschseins und dazu gehört das Leiden. Und das andere ist so ein Quietismus, so ein zufriedenes, plattes Glücklichsein würde uns irgendwie müde machen, unkreativ, vielleicht auch uninteressant letztlich. Und wenn wir uns jetzt noch einmal überlegen, was führt uns denn dazu, dass wir so unglücklich werden, dann gibt es natürlich Dinge von außen, wie eben Schmerzen, jemand stirbt, wir sind erfolglos.
Aber es gibt auch Dinge, die wir selber tun. Und das ist eine Frage, mit der Sie sich vor allem auch in diesem Buch hier auseinandergesetzt haben. Midlife Crisis, das war Ihr erster großer Erfolg auch in einem sozusagen populärwissenschaftlichen Bereich. Und da gibt es einen Grundgedanken, der sehr oft aufgegriffen wurde, nämlich, dass wir uns so versteifen aufs Pläne schmieden. Wir leben, wie Sie sagen, telisch, also auf Telos, griechisch Telos, das Ziel, auf Ziele fokussiert. Wir sind dauernd daran, Pläne zu schmieden, dann rennen wir los, erledigen und dann sind wir da und denken uns, so what, und sind irgendwie unzufrieden, weil so toll ist es jetzt auch nicht, und dann rennen wir weiter. Eigentlich ein bisschen wie Schopenhauer das beschreibt. Wir sind immer unzufrieden, das Leben ist Leiden, weil entweder sind wir am Schuften, weil wir etwas erreichen wollen, oder wir haben es erreicht und sind irgendwie energielos und es langweilt uns. Das ist so eine große Lektion für Sie, oder? Ja, absolut. Für Schopenhauer gehört das zur menschlichen Existenz. Er sieht keinen Ausweg. Man ist immer auf ein Endziel ausgerichtet. Man will etwas, hat es noch nicht und ist entsprechend unglücklich und frustriert. Wenn man es hat, ist das abgehakt und es stellt sich die Frage, was nun? Schlimmer noch, dieses Projekt war sinnstiftend. Auf einen Endpunkt, einen Telos ausgerichtet, begründete es eine telische Aktivität. In der Vollendung des Projekts erlischt diese Sinnquelle und verschwindet aus ihrem Leben. Schopenhauer schien davon auszugehen, dass dies das Wesen des Begehrens sei und dass es keine Alternative dazu gäbe. Es gibt einen bedeutenden Unterschied zwischen telischen Aktivitäten, die projektorientiert sind und einen Endpunkt haben, und dem, was ich atelische Aktivitäten nenne, wie spazieren gehen oder über Philosophie zu reden oder Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. Wenn man Zeit im Familien- oder Freundeskreis verbringt oder sich als Vater seinen Kindern zuwendet, besteht kein Ziel, das Elternsein erledigt haben zu wollen. Das ist kein Projekt, sondern eine dauerhafte Beziehung. Ähnlich verhält es sich mit der Philosophie. Die Veröffentlichung eines Artikels oder eines Buches kann einen völlig in Beschlag nehmen. Aber daneben gibt es auch das Denken und Lehren von Philosophie, die nicht zielgerichtet strukturiert sind. Solche Aktivitäten werden oft unterbewertet. Und wir beginnen sozusagen unseren Fokus oft nur auf das Zielerreichen zu richten. Ein gutes Beispiel ist das Finisher-T-Shirt, was man bekommt, wenn man einen Marathon gerannt ist. Ich habe kein Finisher-T-Shirt, ich weiß nicht, ob Sie eines haben, aber man hat dann dieses T-Shirt, wo Finisher draufsteht. Und Ihr Punkt wäre, das ist ja alles schön und gut, manchmal will man Ziele erreichen, aber es wäre eben auch schön, wir hätten diese atelischen Momente, also Laufen um des Laufens willen. Nicht, weil ich das Ziel erreichen will, den Marathon in 3 Stunden zu rennen. Wir machen eigentlich immer beides. Die Frage ist, worauf legen wir Wert? Ich glaube, grundsätzlich schätzen die Menschen ihre Arbeit, aber allzu oft liegt der Fokus auf dem Projekt, dem nächsten Termin, der nächsten Sache, die erledigt werden muss. So verlieren sie das Gefühl für den Wert der eigentlichen Tätigkeit, wie kreatives Schaffen oder das Zubereiten einer Mahlzeit. Es liegt ein Wert im atelischen Tun. Preparing food, it might be almost anything you're doing, there's a kind of value in the atelic process of doing it. Verliert man den Kontakt dazu, läuft man Gefahr, in diesen Kreislauf von Frustration und Langeweile zu geraten, von dem Schopenhauer spricht. Es gibt aber einen Ausweg. Er beinhaltet die Wertschätzung des Prozesses, der atelischen Aktivitäten. Ich plädiere für eine philosophische Interpretation des Slogans »Lebe im Jetzt«. In vielen Slogans der Selbsthilfeliteratur steckt eine tiefe Wahrheit, so auch hier. Das Problem ist, was damit gemeint ist. Man kann dies auf viele Arten falsch interpretieren, als ob er nur ein Aufruf zur Spontaneität wäre, Risiken einzugehen und jede Vorsicht in den Wind zu schlagen. Der Kerngedanke hier ist, dass man bei einer atelischen Aktivität nicht ein zukünftiges Ergebnis, sondern den laufenden Prozess schätzt, der im Hier und Jetzt stattfindet. Je höher wir das achten, desto weniger hohl werden wir uns fühlen, desto weniger leer werden sich unsere Momente anfühlen. Und es geht natürlich dann auch um die Frage, woher kommt eigentlich der Sinn in unserem Leben? Warum ist unser Leben manchmal absurd oder warum empfinden wir so? Und Sie beziehen sich da auch stark auf die Philosophin Susan Wolf, die wirklich diese Vorstellung auch hat, dass es einerseits im Leben darum geht, eben solche leidenschaftlichen Momente zu haben, also Projekte, ich sage jetzt trotzdem Projekte, Dinge im Leben,
die uns wichtig sind, die uns am Herzen liegen, wo wir unser Herzblut vergießen. Und gleichzeitig sollten das aber auch Dinge sein, die von objektivem Wert sind, wie sie sagt. Also es kann jetzt nicht sein, dass wir den ganzen Tag Sudokus lösen und damit zufrieden sind, sondern wir sollen irgendwie etwas auch, und da kommt wieder ihr Realitätsbezug ins Spiel. Wir sollen uns um Dinge kümmern, die irgendwas zu tun haben mit der Welt da draußen. Dieser Gedanke fällt Menschen oft schwer oder er ist ihnen nicht bewusst. Wenn ich oder Susan Wolf davon sprechen, dass nicht alle Aktivitäten objektiv gleich wertvoll sind und man sich mit denen beschäftigen sollte, die objektiv wertvoll sind, scheint das metaphysisch belastet oder zweifelhaft. Zwei Aspekte können diese Idee klarer und zugänglicher machen. Zunächst einmal ist die Annahme einer objektiven Wertigkeit vereinbar mit einem Pluralismus. Man kann auf sehr unterschiedliche Art ein sinnvolles Leben führen. Ich sage nicht, ihr müsst das tun. Zweitens haben wir alle implizit ein Gefühl dafür, dass manche Tätigkeiten mehr wert sind als andere. Nehmen wir die Geschichte von Bartleby dem Schreiber, des amerikanischen Schriftstellers Herman Melville, der aufhört zu arbeiten und jede andere Tätigkeit ablehnt mit den Worten: Ich würde vorziehen, das nicht zu tun. Er hört auf zu essen und weigert sich bald, das Büro zu verlassen. An diesem Punkt erkennen wohl die meisten, dass er in gewisser Weise genau das tut, was er will. Das ist aber kein gutes Leben. Er lebt nicht gut. Diese Feststellung können wir nur machen, wenn wir bereit sind zu sagen, dass bestimmte Präferenzen und Wünsche fehlgeleitet sind. Dieser Gedanke ist der Schlüssel zum Verständnis dessen, was es für einen Menschen bedeutet, ein sinnvolles Leben zu führen oder gut zu leben. Ich finde auch interessant, sich die Frage zu stellen, und damit kommen wir auch so fast schon bald dann zum Schluss des Gesprächs: Was ist eigentlich die Aufgabe der Philosophie? Und Sie machen sehr deutlich, es ist wichtig im Leben, mit der Realität in Bezug zu sein. Nun macht man gerade jetzt auch den Geistes- und Sozialwissenschaften den Vorwurf, sie seien eigentlich Aktivisten und Aktivistinnen. Sie engagieren sich in verschiedenen politischen Fragen. Sie haben jetzt auch mehrere Male schon erwähnt, dass Ihnen der Klimaschutz sehr am Herzen liegt. Sie haben sich auch auf dem Campus auf die Seite der Studierenden gestellt, die sich engagiert haben gegen die Klimakrise am MIT. Und Sie sagen, und das fand ich sehr interessant, dass es schon diese Schwierigkeit gibt, dass Philosophen sich auch zurückziehen ins Grand Hotel Abgrund. Das war so ein Vorwurf, den man zum Beispiel Theodor Adorno gemacht hat, der natürlich über das Elend geschrieben hat, über die Ungerechtigkeit, gesagt hat, was man tun sollte, um das Unrecht irgendwie zu beseitigen. Aber er hat es alles von seinem Professorenstuhl herausgemacht und hat gesagt, daher die Philosophen, die beziehen das Grand Hotel Abgrund. Währenddessen Sie wirklich sich engagieren. Jetzt meine Frage: Darf man das, soll man das, gerade auch als Philosophieprofessor, oder ist es nicht wichtig, auch ein Stück weit die Distanz zu bewahren? Es gibt einen Mittelweg. Ich war Aktivist in der Fossil-Free MIT-Studentengruppe. Ich sehe diese Rolle nicht als Teil meiner intellektuellen Arbeit, auch wenn sie darin einfließt. Ich bin Aktivist eher als Person an einer Institution. Ich habe vorhin darüber gesprochen, wie man sich als Einzelner einbringen kann. Was kann ich gegen die Klimakrise tun? Nun, auf einer großen politischen Ebene nicht viel. Andererseits bin ich am MIT. Das MIT ist eine mächtige Institution. Es betreibt viel Forschung. Diese Forschung wird oft von Erdölunternehmen finanziert. Da stellen sich komplizierte ethische Fragen. Es gelang einer relativ kleinen Gruppe von ein paar Dutzend Studentinnen und Studenten, der Gruppe Fossil Free MIT, die Uni dazu zu zwingen, einen Klimaaktionsplan zu erstellen, was es vorher nie gab. Eine sehr kleine Gruppe von Menschen hatte einen Einfluss auf eine Institution, die ihrerseits einflussreich ist. Ich habe mich einem Kollektiv angeschlossen und fand einen Fokus für kollektives Handeln, indem ich das bisschen Einfluss, das ich habe, nutzen konnte, um etwas zu bewegen. Das hat weniger mit meiner Verantwortung als Intellektueller oder Philosoph zu tun, als mit unserer Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger, Gemeinschaften zu suchen, in denen wir etwas bewirken können. Ich teile das und ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Insofern hat natürlich jeder, der jetzt eine Professur hat, eine Verantwortung. Oder man könnte sagen, auch die Person, die irgendwie, keine Ahnung, mittelalterliche Literatur unterrichtet, sollte sich engagieren, weil sie ist Teil dieses ganzen Betriebes.
Aber gleichzeitig würde man doch schon sagen, es gibt diese spezifische Frage in der Philosophie. Kann man über Unrecht einfach nur nachdenken oder heißt es immer auch dann auf der Seite zu stehen? Also dieses Bild des Grand Hotel Abgrund, das ist ja schon sehr kritisch gemeint von George Lukács, wirklich an die Adresse von Theodor Adorno gerichtet. Wenn man sich in der Moralphilosophie verortet und nicht das Gefühl hat, aktiv werden zu müssen, ist etwas schiefgelaufen. Wenn die Moralphilosophie so weit vom Handeln abgekoppelt ist, dass sie keine Verbindung zum eigenen Leben hat, ist das nicht, wie es sein sollte. Diese Verbindung sollte man ziehen. Je nachdem, welche Fragen man in der Moralphilosophie stellt, mag sie enger oder lockerer sein, aber sie muss vorhanden sein. Andererseits muss es in der akademischen Philosophie unbedingt Platz für Leute geben, die sich mit der Existenz von Zahlen und metaphysischen Fragen beschäftigen, die keine besonders enge Verbindung zum Aktivismus haben. In diesem Fall ist der Bezug zu Fragen der Gerechtigkeit vielleicht weniger gegeben. Aber auch Sie sind an einer Institution tätig, die Dinge tut, für die Sie teilweise mitverantwortlich sind. Sie sind Teil Ihrer Wirkmacht und damit ist es Teil Ihrer sozialen Verantwortung. Die Verantwortung hat nichts mit der intellektuellen Ausrichtung zu tun. Vielleicht sollte ich es weniger kritisch formulieren. Unabhängig von der Frage, wie wir unser Leben leben sollten, könnten Moralphilosophen mit ihrer Arbeit eine Form der Selbsthilfe bereitstellen, die weniger auf das Erreichen individuellen Glücks, sondern auf ein gutes Leben ausgerichtet ist. Wenn man sich diese Fragen erst einmal stellt, ist es sehr schwierig, sie aufrichtig anzugehen, ohne sich auf eine Seite zu schlagen. Approach them sincerely without finding yourself taking sides. Das Leben ist manchmal hart. Diese Stunde war es nicht. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Kilian Setija, danke. Thank you very much. Ist das Leben hart? Was denkt ihr? Wir sind gespannt. Zum Thema Trauer und Umgang mit Leiden hier eine Sternstunde und zur Frage, worum es im Leben eigentlich geht, hier auch eine Folge Bleisch und Bossart. Viel Spaß damit.